an Madame Octavie Modert. Den Herr Marc Baum will aber nach vertiefte Motion deposieren. Merci, Herr Präsident. Die hat an ihrer Aufhörung eigentlich ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass das Krise einen gemeinschaftlichen und solidarischen Akt von der Bevölkerung und von uns alle gut verlangt. Nawel ist es so, dass verschiedene Mesuren, die die Regierung hält, aufgrund vom Gesetz, was wir für eine Woche gestimmt haben, und aufgrund von Verfassungsartikeln, können zu politischen Divergenzen führen. Und ich mache noch kein Hehl daraus, dass die Mesure, die die Regierung geholt hat, für die maximale Arbeitszeiten an die Blut zu setzen, an bestimmte Sektoren nicht auf uns Zustimmung trifft. Wir meinen, dass es schon ein bisschen die Welt auf der Kopf steht. Wenn ihr gesagt dass auf der einen Seite Zehntausenden, wohl Hunderttausende von Leuten zu Lützeburg am Chômage-Technik sind, quasi daheim konfiniert sind. Und auf der anderen Seite sind Leute, die an allererster Front schaffen müssen und schaffen sollen, für essentielle Bereiche von unserem alltäglichen Leben aufrecht zu erhalten. An die Regierung hat an dieser Situation ein Reglement geholt, das es ermöglicht, an bestimmten Bereichen die maximale Arbeitszeit von aktuell 40 Stunden vor auf 60 herabzusetzen, respektive von 10 Stunden da auf 12 herabzusetzen. Das ist ein ganz weitgehender Schritt, der menschlich nicht ganz undiskutiert kann bleiben. Und unabhängig davon, ob ein Delo neidisch oder nicht neidisch findet, mengen wir, dass au vu davon, dass das ein ganz wesentlichen Abschnitt an der Arbeitsrecht ist, wohl wissend, dass die 40-Stunden-Woche eng von den größten Akien aus vom 20. Jahrhundert, und dass sich auch der soziale Fortschritt an der Vergangenheit immer ausgeregt wird über die Reduktion von der Wochenarbeitszeit, mengen wir, dass es wichtig ist, dass die Mesuren an die Betriebe, denen den Arbeitsminister so eine Derogation gibt, dass wir als Chamber das im Nachhinein zumindest kontrollieren können, dass wir das begutachten können, dass wir damit auch eine Sorte Gegendruck als Chamber aufrechterhalten par rapport zu den Forderungen, die an der Vergangenheit doch schon immer im Herd gesehen, für die Arbeitszeit zu verlängern, sodass wir frohen, dass den Arbeitsminister nach der Krise ein exhaustives Bilan präsentiert, wie viele Entreprisen auf die Mesure können zurückgreifen, wie viele Salarien davon betroffen waren, wie viele Arbeitsstunden quasi Surplus müssen geschafft gehen, für da auch eine Sorte Gegendruck aufrechtzuerhalten par rapport zu den Stimmen an der Gesellschaft, die schon seit ganz langem für eine Verlängerung von der Arbeitszeit plädieren. Auch ist es wichtig zu betonen, dass diese Mesure zeitlich begrenzt ist und damit abhält, wann den Etat d'urgence, wann den Etat de Krise abhält. Dafür invitieren wir die Regierung als Chamber für so ein Bilan nach der Krise zu präsentieren, wie viele Entreprisen davon betroffen waren, wie viele Salarien davon betroffen waren, und natürlich auch, wie es am Reglement steht, wie eng Prestationen am Gegenzug die Salarien an denen Betriebe kriegen. Ich bin ganz froh darüber, dass der Bilan etwas ist, wo die Fraktionspräsidenten von allen an der Chamber vertretenen Parteien teilen, dass das Förderung eine Kollektivförderung ist. Und ich meine, dass es uns als Chamber ganz gut zu Gesicht geht, könnte gerade die Kontrollfunktion aus so einem sensiblen Bereich wie dem Arbeitsrecht auch seriös holen und dann eben auch so ein Bilan präsentiert zu kriegen. Dafür deposieren ich diese Motion, die Unterschrift von allen Fraktionspräsidenten dreht. Merci vielmals, Herr Baum.